Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns hier in unserer kleinen, gemütlichen Base, kann man schon mal sagen. Wir haben jetzt mit am Tag und eigentlich habe ich jetzt sicher mal vorgehabt, dass wir unser Häuschen da weiter ausbauen. Und zwar, dass es nicht so richtig schäbig aussieht die ganze Zeit, sondern dass wir da jetzt ein paar Materialien zusammensammeln, damit wir da noch ein bisschen ausbauen können. Weil, wie ein Häuschen sieht das ja sicher eindeutig nicht aus, eher wie so ein Bunker, kann man schon fast sagen. Und das sollte ja eigentlich nicht so bleiben. Das Einzige, was wir schauen, ist, dass wir ziemlich schnell vorwärts machen, oder bevor wieder Nacht wird. Und jetzt würde ich mal sagen, ich lasse das jetzt mal so offen. Weil wir sollten ja soweit eigentlich alles mit dabei haben, wo wir können unser Zeug farmen können. So, ich tue das alles jetzt einfach mal zuerst gemütlich alles da über. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich noch schnell ein paar Fackeln machen soll. Nein, so klicke ich drauf. Die Hälfte rausnehmen, genau. Weil dann könnte ich mir ja überlegen, ob ich mir da ein paar Fackeln mache. Weil man weiss ja nicht, vielleicht stoßen wir plötzlich auf eine Höhle. So. 64 Fackeln, nice. Wenn ich auch plötzlich auf eine Höhle stoße, jetzt nehmen wir die einen Kohle da auch noch mit, dann könnten wir ja schön gemütlich vielleicht sogar schon die erste Höhle erkunden. Wir sind natürlich ziemlich gut ausgegangen. Wieso hast du meine angeschützten Zähne? Wie ist jetzt das passiert? Ist das etwas Neues? Das kenne ich gar nicht. Ah, das ist jetzt da oben. Okay, why that? Okay, wir werden wenigstens auch noch ein bisschen etwas zu essen, das tun Jäger wieder da oben. So, dass wir sicher gut ausgerüstet sind, um uns auf den Weg zu machen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg in die Richtung. Weil da hinten sehen wir viel Grün, da hinten haben wir noch ein paar Bäume und dann schauen wir, ob wir da irgendetwas zusammenfinden. Da haben wir gerade schon mal wieder noch die ersten Kohlenblöcke, die ich gerade noch schon mitnehme, wenn wir schon da vorbeischleichen. So, das ist glaube ich alles Zuckerrohr, von dem haben wir jetzt schon einiges gesammelt. Aber das ignorieren wir jetzt einfach einmal. Da oben haben wir ja schon unsere erste Kohle mal abgesammelt. Aber ein bisschen Kohle ist ja nie schlecht, oder? Kohle ist nie schlecht. So, jetzt bin ich gerade überlegt, ob wir da schnell den Sand abbauen, weil der passt da eh nicht so gut an. Aus dem können wir ja, soweit ich weiss, Scheiben machen, was sicher noch cool würde zu unserer Wohnung dann passen, wenn wir da ein paar Scheiben reinmachen und das nicht einfach irgendwie nur aus Holz bauen. Darum nehmen wir das jetzt einfach mal gemütlich mit und machen uns weiter in die Richtung da hinten. Ich muss einfach schauen, dass ich meinen Orientierungssinn behalte, damit ich wieder meine Base finde, meine kleine Schutzhöhle. So, wie sieht denn das da aus? Da haben wir eigentlich schon einige Bäume, aber ich wollte nicht unbedingt in der Nähe von uns das abbauen. So, da hätten wir noch Schwein. Sollen wir da mal eins töten, dass wir da mal ein bisschen Fleisch bekommen? Komm, jetzt bleib stehen. Schweini, Schweini. Komm, nicht weglaufen. Komm. Oh, bleib doch mal stehen. Oh mein Gott. So. Wie das davon gerannt ist die ganze Zeit. Gibt's ja gar nicht. Ich frage gerade an alle. Und zwar, ich habe jetzt so ein verzaubertes Schwert gefunden. Ein Goldschwert. Kann ich das irgendwie reparieren? Wenn ihr das wüsstet oder wüsstet, wie ich das könnte machen, ich wäre mega... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn da für eine Schafzucht? Ein riesen Herd an Schaf. Wenn ihr wüsstet, wie ich das Goldschwert könnte wieder reparieren, damit es nicht kaputt geht mit der Verzauberung drauf, wäre ich mega froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könnt. Und wie es aussieht, haben wir da eine riesen Farm an Schafen gefunden. Ja moin. Ja moin. Nice. Ich würde aber sagen, wir lassen die jetzt einfach mal alle leben, weil ich glaube, ich brauche gar keinen Stoff gerade momentan mehr. Ich weiß gar nicht, für was wir noch Wolle brauchen, nicht Stoff, Wolle. Ich würde sagen, wir würden uns lieber jetzt zuerst einmal ums Holz abhacken. Da ein bisschen kümmern, damit wir wenigstens mehr Holz haben, um unsere Hütte ein bisschen mehr auszubauen. Jetzt habe ich das von früher mal gelernt, dass man immer zuerst die abbaut. Dann kann man da so zwischen rein. Und jawohl! Dann können wir da mit unserer Axt schon wunderbar ein bisschen Hölzchen abbauen. Ist das schon zu hoch? Ja moin! Ja nein! Dann machen wir halt so und dann bauen wir da gerade mal so schnell den Rest ab, weil lieber müssen wir gerade den ganzen Baum abbauen. Hä, wieso ist der so hoch? Wann sind die Bäume so hoch? Okay, da haben wir noch einen. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir wirklich den ganzen Baum abhacken. Weil dann können wir wieder Setzling führen. Und mit diesen Setzlingen kann ich auch dann im Nachhinein wieder Bäume bei uns oben pflanzen, wo unser Hütchen dann nachher wird stehen, dass wir immer wieder genug Vorrat an Holz haben. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles verwünscht, oder? Ich glaube, soweit haben wir alles verwünscht. So. Nein, da hat es noch einen. Okay. Ah, da hat es auch noch einen. Oh Jägli, was ist mit dem Baum los? Der will es aber wissen. Haben wir alles verwünscht? Nein, dort haben wir noch einen. Ja moin. Muss ich mir jetzt extra drauf bauen, dass wir das schon abbauen können? Sag mir nicht, dass es wieder Abend wird. Ich habe schon das Gefühl, es wird wieder dunkel. Bitte nicht. Wir haben jetzt erst angefangen. So. Ich glaube, das ist voll überflüssig, was ich da gerade mache.
So, den noch abbauen. Und dann sollten wir, glaube ich, alles verwünscht am Holz. Dann können wir gerade nebendran noch ein paar andere Bäume abbauen. Und dann kann da in Ruhe die zusammenfallen und mir da ein paar Setzlinge runterbringen. Aber ich glaube, es sollten wirklich alle sein. Ich muss mir, glaube ich, lieber Bäume aussuchen, die nicht so verkantet sind, sondern lieber gerade einfach solche. Ich glaube, mit denen bin ich besser dran. So, dann bauen wir den noch ganz kurz ab da. Zack, zack. So, dass wir wirklich genug Holz schon mal zusammen haben. Und dann hoffe ich doch, dass wir vielleicht sogar eine kleine Höhle noch findet, bevor es Abend wird. Um vielleicht ein bisschen Eisen und Gold oder so irgendetwas in die Richtung zu finden, um uns mal eine Rüstung machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube aus Stein kann man sogar auch eine Rüstung machen. Also wäre sogar vielleicht eine gute Überlegung, dass wir mit Stein noch hantieren, dass ich noch ein bisschen Stein abbauen. Aber auch an einem Ort, dass es nicht so sehr auffällt. Weil bei uns in der Umgebung wollte ich eigentlich nicht groß irgendwie etwas machen, weil ich einfach finde, es darf noch recht normal aussehen. Aber so weiter weg, wie wir jetzt da sind, da können wir gerne mal ein bisschen etwas abbauen. Dann sieht unsere Umgebung wenigstens noch einigermaßen sauber aus. So, das muss ich noch mitnehmen. Zack, okay. So, ich glaube, wie viel Holz haben wir jetzt? 42, das ist schon mal einiges, aber ich bin mir unsicher, ob das lange ist, um schon mal einen schönen Umriss zu machen. Ich baue jetzt da einfach mal noch ein paar mehr ab. Da hinten haben wir wieder ein paar Schweinchen. Könnten wir eigentlich gerade noch mal schnell eins köpfen, damit wir ein bisschen Fleisch bekommen, damit ich wirklich auch genug Essen auf Vorrat immer habe. Jetzt fehlen uns auch schon wieder vier Essensbalken. Jetzt könnte ich eigentlich mal ganz kurz schnell noch etwas... Kocht Schaf! Lecker! Oh nein, warte, doch, wir müssen jetzt schnell noch essen, dass unser Leben voller wird. Hä, was tönt das so? Oh mein Gott, was tönt das so? Das tönt, ist das ein Zombie gewesen, vom Klang her? Da bin ich noch ein bisschen ein Noob. Bleibst du da? Nice, okay. Jetzt muss ich eben schauen, weil das schwer geht das jetzt fast schon langsam kaputt. Jetzt hoffe ich schon die ganze Zeit, dass ich da eben irgendwie eine Lösung dann finde, damit wir das wieder reparieren, damit wir das jetzt nicht unbedingt bis kaputt machen, sondern dass wir es dann einfach wieder heilen machen. Also wenn ihr da wirklich eine Lösung wüsstet, wäre ich mega froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben damit ich das kann so verwenden kann. Und sonst müssen wir mal schauen, dass wir nachher jetzt mal ein Steinschwert machen. Weil ein Holzschwert bringt, glaube ich, nicht allzu viel. So, jetzt haben wir sicher mal einiges an Holz gefarmt, über 64, also nein, 64 haben wir genau 64 zusammen, okay. Jetzt können wir da nämlich noch schnell all die Setzlinge auflesen, um wieder neue Bäume zu pflanzen. Hat es da gerade noch mehr Setzlinge? Wo hat es da noch Setzlinge? Da hat es noch ein paar. Zack, zack. Jetzt habe ich da überall ein paar Bäume abgehackt, aber weiss nicht mehr genau wo. Ein Äpfel! Kann man den essen? Kann man den kochen und essen oder kann man den nur einfach so essen? Das ist jetzt wieder eine gute Frage. Ja, der Noob ist wieder da am Minecraft spielen. Wird sicher noch lustig. Ich freue mich jetzt sicher mal, unser erstes Hütchen bauen. Aber ich glaube, soweit haben wir jetzt mal alles aufgelesen, was wir auflesen als Setzling. Dann können wir ja zum Beispiel jetzt einfach da, komm, ich pflanze jetzt einfach mal schnell nochmal einen Baum. Ich pflanze jetzt einfach nochmal schnell einen Baum, da haben wir nochmal 6 Setzlinge, aber die nehme ich glaube ich mit. Das sind Eichensetzlinge, die nehmen wir mit. Das andere war schon ein anderer Baum gewesen. Damit wir dann bei uns rundum ein paar Bäume pflanzen, damit wir nicht jedes Mal so weit gehen, sondern immer wieder Nacht zu Nacht können Bäume farmen. Da hinten haben wir Leder. Ich glaube, aus Leder könnte man lustig machen. Also Kuh haben wir. Aus Kuh kommt man ja Leder rüber und aus Leder könnten wir, glaube ich, so unsere Rüstung machen. Aber da bin ich ziemlich unsicher. Aber ich wollte jetzt so unser Schwert nicht allzu sehr noch abbrauchen da. Aber jetzt... Bleib doch stehen! Die rennen immer so schnell. Oh Jägeli. Schau, neue Rezepte verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Ja, machen wir doch liebend gerne, aber nicht jetzt. Wir müssen sowieso schauen, dass wir anfangen, eine kleine Farm dann machen. Ist das da hier ein Kürbis? Jawohl, ein Kürbis. Mit was baut man einen Kürbis ab? Mit dem da, glaubst du? Jetzt habe ich jetzt früh wieder loslassen. Wir haben einen Kürbis gefunden. Yeah. Oh, warte, jetzt nochmal einen. Nehmen wir doch gerade mit. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir nicht allzu weit wegkommen von unserem Daheim. Ist das da? Ist das eine Höhle oder ist das einfach so ein... Haben wir eine Höhle gefunden oder ist das einfach so ein... Okay. Ja moin. Wir haben eine grosse Höhle gefunden. Ja moin moin. Wisst ihr was? Ich tue jetzt da nämlich gerade mal schnell den Stein abbauen. Wir brauchen ja unbedingt sowieso Stein. Dann ist das gerade hier eine Ebene. Und dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie markiere, dass wir da eine Höhle gefunden haben. Neues Rezept schon wieder. Yeah. Dann muss ich das irgendwie markieren, dass wir da eine gute, grosse Höhle gefunden haben. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hat eher ausgesehen wie so eine kleine Einschlucht. Aber da unten hat es Kohle. Sollen wir uns ganz ein bisschen reinwagen? Hallo? Warte, Fackeln. Zack. Ja, das geht noch recht tief ab. Aber jetzt haben wir sicher zuerst mal das Kohle damit. Und jetzt können wir ja schauen, dass wir da irgendwie so ein bisschen eine Art Stege bauen. Ah, da ist noch mehr Kohle. Nehmen wir die Kohle gerade noch schnell mit da. Da ist noch mehr.
Und dann muss ich schauen, ich glaube, man sollte wirklich dann sonst an einem anderen Tag mal da in die Höhle reingehen, weil es wird wahrscheinlich dann bald Abend draussen. Und da habe ich lieber Lust, in unser Bettchen liegen, anstatt dass wir da Zeug am Abbauen und am Abfarmen sind, anstatt im Bett liegen. Weil nachher haben wir sonst alles Zombies draussen. Und eben, ich wollte nicht unbedingt mein Schwert müssen komplett aufbrauchen. Und ein Schild und so Sachen wären eben noch ziemlich praktisch. Damit wir auch dann gegen das Skelett gut klarkommen. Und daher, ja, wäre es doch, glaube ich, ziemlich cool, dass wir dann nochmal schon zurückkommen, bevor es dunkel wird. So, dann nehmen wir alles mal mit. So, jetzt haben wir da wie so eine ganz kleine Stege. Ja gut, die Stege kann man die jetzt auch nicht gerade unbedingt nennen. Aber wir lassen sie mal so stehen, und den nehmen wir auch gerade mal mit. Den da auch noch. Was ist das? Das ist Kies, glaub's. Ist das Kies? Bin mir jetzt gerade ziemlich... Oh nein, es wird dunkel. Schnell raus. Also entweder du forschst mir jetzt die Höhle weiter oder wir rennen jetzt zurück. Das Einzige, was ich machen kann, ist da irgendwie alles so Fackeln anstellen, aber ich bin mir unsicher, ob man es so wieder finden würde. Und jetzt habe ich gerade den Orientierungssinn verloren, in welche Richtung das wir müssen. Nein! Ich glaube da hinten. Ich glaube, wir sind da jetzt alles geradeaus durchgelaufen. Let's go! Bevor es zu spät wird. Komm, come on. Muss ich schon wieder schauen, wie renne ich schon wieder? Nein, das ist so. Wieso kann ich nicht rennen? Muss ich da etwas anderes in die Hand nehmen? Oh Mann! Oh Mann! Komm, die schaffen wir. Nice! Okay, ein Monster haben wir erledigt. Aber wir sollten unbedingt... Ah, wir haben volles Essen. Okay, unser Leben füllt noch. Nein, ist mein Schwert jetzt kaputt gegangen? Oh Mann, nein! Ich kann das unbedingt behalten. Und jetzt haben wir nichts, wo wir uns sicherstellen können. Oh Mann, wir hätten lieber 4 Führer zurück sollen oder sogar gerade in der Höhle bleiben. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine dumme Idee, jetzt da durchrennen. Aber wir versuchen es jetzt einfach einmal. No risk, no fun. Oh, ein Creeper. Einfach durchrennen, dann wieder genug Essen auf dem Weg. Dann wir gerade mal schon den Äpfel essen, in der Hoffnung. Ah! Oh mein Gott! Weg von mir! Weg von mir! Husch, husch! Okay, dann hat das wenigstens wieder 2 Balken gebracht. Das ist schon ziemlich gut. Von dem Skelett muss ich halt... Ah, da ist noch mehr Kürbis. Den bauen wir lieber morgen ab. Weil wenn ich jetzt da mich da einlade, dass ich jetzt anfange Zeug abbauen, während wir da Gegner um uns herum haben, ist das ziemlich blöd. Darum versuchen wir jetzt lieber nochmal zurückzugehen zu unserem Häuschen. Ich glaube, das schaffen wir aber. Das bringen wir gut an. Wir lassen jetzt all die Monster hinter uns und machen uns auf dem Weg zurück zu unserem Hütli. So, komme ich da rauf. So, schnell alles abbauen. So. Einmal alles rauf und lieber mal schnell schlafen, bevor wir da versuchen, auf Rambo machen, bis wir mal ein bisschen Rüstung und alles zusammen haben. So, dann baue ich da jetzt nochmal schnell zu. Und dann gehen wir schlafen. Gute Nacht, liebe Welt. So, nice. Oh, hat das gut da. Guten Morgen, Welt. Wir sind schon wieder wach. Wir haben es doch noch überlebt. Gut, ich habe es ja noch momentan auf easy gestellt. Ich glaube, es könnte auch noch ein bisschen an dem liegen. Jetzt bin ich gerade überlegt, ob wir einfach direkt unser Häuschen noch mal schon ein bisschen ausbauen oder ob wir noch mal schnell auf Erkundungstour gehen. Aber ich kann jetzt sicher mal die da alle umwandeln. Gibt's nicht einen Knopf? Kann ich da nicht irgendwie drauf bleiben, dass die alle aufs Mal... Ah, okay. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt und dann hat es gerade alles umgewandelt. Nice. Und wir haben ziemlich viel Holz zusammen. Also ich würde sagen, wir probieren uns jetzt lieber in unserem Baustyle, dass wir da jetzt irgendetwas irgendwie zusammenbekommen. So, dann schauen wir, dass wir da jetzt unser Hütchen mal ein bisschen schnell ausbauen, damit das ein bisschen angenehmer wird. Wir müssen dann sicher mal noch die Tür machen. Ich würde sagen, wir räumen jetzt hier einfach mal schon alles weg. So. Hey Sally. Sally Uli, wie geht's dir? Kommst du zuschauen, wie wir da am Bauen sind? Sonst ist alles okay. Mein Gott, hat mich das gerade verwirrt angeschaut. So, dann bauen wir schnell einfach alles gemütlich ab. Der Uli, der hat sich schon wieder auf den Weg dafür gemacht. Das ist jetzt der Uli. Wir haben ihn jetzt so genannt. Und dann können wir schauen, dass wir jetzt das Hütchen ganz ein bisschen ausbauen. So, jetzt haben wir da aber gerade noch eine Schicht voller Dreck. Den können wir gerade noch schnell wegnehmen, da, dass wir da einfach gerade die Fläche haben. Und dann würde ich sagen, wir müssen aber schauen, dass wir das immer die gleiche Zahl, also gerade Zahl nehmen. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wäre 10 mal okay für ein Hütchen?
Machen wir so 10 auf 10. Das wären 2, 3, 4, 5. Nein, falsch. 6, 7, 8, 9, 10. Das sieht doch schon mal langsam vielversprechender aus. 1, 2, 3, 4. 4, dann würde 5, 6 würde die Tür ankommen. Wenn wir die Tür anmachen, kommt, schauen wir nachher an, wo wir die Tür anmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann sollte das eigentlich auch genau 10 sein. So, dann bauen wir da mal ganz kurz ein bisschen auf. Unsere Steinspitzhacke macht auch langsam nicht mehr mit. Ist ziemlich schnell kaputt gegangen. Und jetzt tue ich einfach mal schnell die zweite Mauer ziehen und dann schauen wir mal schnell, wie wir Türen machen. Ich weiss nicht, für Türen, ich glaube es lange einfach nur Holz brauchen oder ob wir noch für etwas anderes brauchen. Ja moin! Steinspitzhacke wird wahrscheinlich jetzt gerade den Geist aufgeben, wenn ich so weiterbaue. So. Also Holz haben wir wirklich genug gefarmt. Jetzt müssen wir mal schon mal schauen, wie wir da eine Tür machen können. Haben wir das überhaupt schon freigeschaltet, eine Tür? Eine Tür? Wie mache ich eine Tür? Ich sehe da nirgendwo eine Tür. Ja genau, wenn ich da draufklicke, habe ich viel mehr Sachen zur Verfügung. Haben wir da irgendwo eine Tür? Wir haben Leitern, wir haben ein Boot. Wo haben wir da Türen? Wir haben keine Tür. Wieso haben wir da keine Tür? Ja moin, wie schaltet man eine Tür frei? Oder wir probieren es einfach mal irgendwie. Wenn wir alles ausfüllen, passiert gar nichts, hä? Okay. Wenn ihr wüsstet, wie man eine Tür baut, bitte schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Ich habe nämlich gerade keinen blassen Schimmer, weil ich da so eine Tür zusammenbauen soll. Weil ich habe eigentlich gehofft, dass mir das Buch jetzt ein bisschen weiterhilft, aber wie es aussieht, habe ich das Rezept noch nicht freigeschaltet. Das Einzige, was ich sicher mal noch machen ist, komm, wir bauen gerade mal noch ein Kistchen zusammen da. Und dann können wir nämlich die vereinen, weil das weiss ich noch, dass das noch geht. Ah, da ist sie! Ist da unten. So baut man eine Tür. Okay, wir haben es herausgefunden. Wir haben 3 Türen schon mal zusammen. Easy, nice. Jetzt ist aber die Frage, wo wir da unsere Tür anbauen. Jetzt komme ich da nicht drüber. Jetzt komme ich da nicht drüber. Wenn wir die Tür da vorne bauen, wenn wir sie lieber da nach rechts. Aber ich würde sagen, wir bauen sie lieber da nach vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wären, glaube ich, genau die 2 da. Dass wir da so eine Doppeltür rein machen. Damit das ein bisschen noch etwas aussieht. Ich glaube, das kommt schon mal gut. Ah, so mache ich es auf. Okay, schon wieder herausgefunden, wie es funktioniert. Es gibt ja noch so irgendetwas mit Druckplatten. Ich weiss jetzt nicht, wie das genau funktioniert, dass man da einfach nur noch drüber laufen muss. Für Druckplatten haben wir die dann auch schon. Fichtenholzdruckplatten, Eichenholzdruckplatten. Aber ich glaube, dann bräuchten wir mehr davon, nicht? Nein, ich wollte Eichenholz, genau. 2. 3. Wir müssen ja von außen auch noch machen, wenn das funktioniert. Wenn wir noch schon warten, es blinkt da immer umeinander, aber wir machen es so. Da haben wir 4 Stück. Sollte das jetzt einfach funktionieren, wenn ich die da anlege? Ich kann die da nicht anlegen, muss ich das abbauen? Hä? Okay, ich habe es nicht ganz verstanden, wenn ich das mit diesen Druckplatten muss machen muss. Aber wir wollen da sowieso ja dann mal noch einen anderen Boden machen. Ich glaube, es könnte auch an dem liegen, dass wir da einfach noch einen anderen Boden müssten machen. Jetzt nehme ich mal schnell die 2 Sachen. Dann können wir nämlich wirklich mal schnell gerade den Boden ummodeln. Jetzt nehme ich da mal schon das Bett weg. Aber wir haben ja genug Holz zusammen, damit wir das jetzt mal schnell machen. So, da, zack, zack, zack. Finde ich aber noch cool, dass die Gegenstände in der Luft hängen bleiben. So, jetzt bauen wir einfach gerade mal schon den ganzen Boden um. Weil ich habe das Gefühl, es könnte ja dem liegen, dass die Druckplatten nicht so ganz funktionieren. Am geilsten wäre natürlich ein Steinboden, aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal mit einem Holzboden an. Wir müssen dann sowieso ja schauen, dass wir vielleicht irgendwie einen Keller zusammenbasteln könnten. Dass wir da irgendwie ein paar untere Stücke anbringen. Also ich habe das jetzt gerne, oder? Dass wir irgendwie einen Keller machen irgendwie. Aber ich glaube, jetzt müssen wir einfach mal einen Boden ziehen, weil es mich einfach wundernimmt, wie das mit diesen Druckplatten funktioniert. Okay, die Tür ist nochmal abgebaut. Jetzt baue ich das Holz und das Holz. Jetzt mache ich die Türen aussen an. So, nice, okay. Und jetzt kann ich die Druckplatten nicht... Nein, das geht eben nicht. Wieso geht das nicht? Okay. Probier es mal von außen. Das geht. Das funktioniert. Aber wieso funktioniert das von innen nicht? Mache ich etwas falsch? Ah, komm, egal. Wir bauen jetzt erst einmal da unser
unseren schönen, wunderschönen Holzboden rein. Und über den Keller können wir uns ja dann später mal noch Gedanken machen. Wir haben ja sogar noch Sand gesammelt. Das könnte ich eigentlich gerade mal noch schnell in den Ofen rühren. Das sollte ja dann eigentlich Glas geben, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht täusche, sollte das Glas geben, weil dann können wir noch gerade wunderschöne Fenster reinbauen. So. Zack, 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 zack. So, das sieht doch schon mal einigermaßen besser aus als auch schon. Als unser kleiner Bunker, den wir vorher haben, ist das natürlich schon ein bisschen... Wieso kann ich die Druckplatte... Muss ich die so innen drinnen machen? Aha, alles klar. Ich muss immer so einen Abstand lassen eigentlich. Gut, auf das hätte ich jetzt selber kommen können. Nice! Eine selbst funktionierende Tür. Eine selbst funktionierende Tür, da bin ich doch gerade mal froh drum. So, dann würde ich sagen, dann ziehen wir da jetzt mal ganz kurz noch schnell unsere Wände ein bisschen höher, damit das dann einmal ein bisschen vielversprechend aussieht. Und dann muss ich mir noch Gedanken darüber machen, wie man ein Dach baut. Und dann würde ich sagen, dann hätten wir schon mal unser gemütliches erstes Hütchen zusammengebastelt. Unser allererstes daheim. So. Moin, okay. Jetzt ist die Frage, muss ich noch eins höher machen oder soll ich jetzt das auf dem lassen? Das Problem ist einfach, ich habe Angst, dass mir die Kreaturen da drüber gumpen, weil das kann ich auch irgendwie. Ausser ich ziehe da eine ganze Linie einfach weg vom Dreck. Dann muss ich mir wahrscheinlich die Gedanken machen und dann können wir es nämlich einfach so 3 hoch lassen. Sehe ich das richtig? Komme ich da jetzt noch drüber? Nein, okay. Wenn ich nicht drüber komme, gehe ich davon aus, dass die anderen Kreaturen auch nicht so drüber gumpen. Nein, okay. Alles klar. Selbstexperiment. Ich hoffe, dass die nicht weiter gumpen können als ich. Und dann würde ich sagen, dann können wir nämlich die hier abbauen. So. Und dann lassen wir es nämlich auf 3 hoch. So. Da uns ist Axt jetzt auch schon gerade wieder das Geist aufgegeben. Ist mir jetzt noch einen Block da hinten runtergefallen. Ich hätte es wahrscheinlich gerade von dieser Seite abbauen in Klöli. Wäre wahrscheinlich leichter gegangen. Dann schauen wir gerade mal schnell, was wir da noch fertig haben. An Scheiben, an Fenster. Ah, jetzt haben wir es schon durchgemacht. Komm, dann rühren wir da gerade noch schnell unser Fleisch rein. Und jetzt wundert es mich, man kann ja seit neuestem neue Rezepte verfügbar. Okay. Wir schauen gerade mal schnell nach. Und zwar kann ich die Scheiben jetzt nicht... Aber für das müsste ich, glaube ich, da reingehen, dass ich mehr machen kann. Grünes Glas. Man kann sogar schwarzes Glas, man kann farbiges Glas herstellen. Aber ich hätte gerne so etwas, eine Glasscheibe. Ist das jetzt eine dumme Idee, eine Glasscheibe zu machen? Oder... Probieren wir es einfach mal. 16 Glasscheiben. Okay, ich muss einfach sehr sorgfältig damit umgehen. Wenn man die auch kaputt macht, dann bleiben sie für immer kaputt. Dass ich die dann wirklich so lade. Und jetzt tun wir gerade mal noch schnell eine Steinhacke machen. Axt. Knuddeln. Und jetzt müssen wir gerade mal schnell schauen. Dann wäre es fast schon gemütlich, wenn wir es 4 hoch machen, oder? Weil dann könnte ich da wunderschön so ein Fenster rein machen. An 4 hoch. Und obendran noch ein Holz. Ich glaube, das wäre schon fast eine bessere Idee. Wenn wir es mal versuchen mit 4 hoch machen. Jetzt machen wir mal da. Machen wir da mal 4 hoch. Probieren wir es mal mit 4 hoch. Ich weiß einfach nicht, ob das zu hoch ist. Vom Aussehen her auch. Aber ich muss mich da ein bisschen laufen. Oh, es regnet! Das erste Mal, was regnet. Ja, moin. Machen wir gerade mal schon einen kurzen Regentanz. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir da noch keine Decke reingebaut haben. Kein Dach. Zack, zack. Zack, zack. So. Und jetzt hätten wir 4 hoch. Jetzt weiss ich nicht, ob das... Es kommt mir so gross vor irgendwie. Es kommt mir irgendwie einfach so gross vor. Irgendwie kommt es mir überflüssig gross vor. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, das Ganze, das schauen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit einem Schweizer. Wenn es euch Spass gemacht hat, Daumen nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen, ein Abo nicht vergessen. Und wenn ihr Tipps oder Hinweise habt, ich wäre euch wirklich dankend froh, dass ihr mir das in die Kommentare hineinschreiben würdet. Weil eben, ich bin da noch nicht so begabt in Minecraft, ich bin immer noch ein bisschen am Lernen. Und was haltet ihr davon? Soll ich es lieber 4 gross oder 3 gross machen? Das ist noch eine gute Frage, ob ich da jetzt das 4 gross machen oder 3 gross. Was haltet ihr davon? Soll ich lieber das jetzt... Was haltet ihr davon? Eure Meinung würde mich interessieren. Ich danke vielmals fürs Einschalten, bis in die nächste Folge. Bis dann.